Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Viva la Movie-Illusion, und ich glaube, ihr habt schon so ein ganz komisches Gefühl innerlich, weil es kribbelt überall und ihr habt so eine ganz komische Euphorie, die langsam aufsteigt. Die dämpfen wir jetzt dann gleich, weil die dürfen eigentlich nur die Leute verspüren, die auch unser Steady-Abo abgeschlossen haben. Aber wir sind ja höflich und stellen uns erstmal vor. An meiner Seite heute ist dabei Mr. Kalikane. Hallo. Ja, grüß Gott. Grüß Gott. Und ich glaube, den Bereich, den du vorher beschreiben wolltest, den nennt man zukünftig Zimtstern, an dem dieses freudige Kribbeln verspürt wird. Ich habe mir schon gedacht, dass du wahrscheinlich da gleich mal einen der beliebtesten Witze einbaust, die in dem Film vorkommen. Und mein Name ist Corby. Achso, ich meine, das ist der Seppi. Tja. Der hätte wahrscheinlich auch sehr gern mit dir über diesen Film heute gesprochen, weil, ich glaube, jeder, der ihn bis jetzt gesehen hat, war begeistert. Ja, ich habe noch nichts anderes gehört. Tolles Popcorn-Kino. Wir haben es leider ohne Popcorn gesehen, aber ich bin nach wie vor der Meinung, dafür ist das Kino da, dass man bei solchen Filmen dann gemeinsam da drin sitzt und sie bei jedem Cameo denkt, wow, nein, krass, der. Ich flippe komplett aus. Ich muss ganz ehrlich gestehen, bei ein paar Cameos habe ich mich aus Gruppenzwang dazu erniedrigt, dass ich da mitmache, weil das meiste habe ich nicht gekannt. Aber ihr werdet es schon erraten haben, wir reden heute über Deadpool and Wolverine. Und dieser Auftritt ist ja im ersten Deadpool schon angeteased worden unter dem Namen Pulverine. Aha. Und es ist ja, wie der Corby schon gesagt hat, Steady-inklusiv. Warum? Weil Disney ja die fetten Kohlen rausgehauen hat 20th Century Fox gekauft, und somit ist Deadpool 3 jetzt ein Teil vom MCU, kehrt damit in unseren MCU-Marathon, und der ist nur für die oberen 10.000. Boom! Ja. Boom! Der Rest von euch kann uns am Zimtstern lecken. Oh Mann. Wie oft wirst du den Witz halt bringen? Pausenlos. Cool. Seitdem ich weiß, weil ich habe eigentlich irgendwann einmal gemeint, dass mein Wort, das ich für selber dann einmal überlegt habe, für den After die Wurstfabrik ist. Jetzt habe ich vor Zeit einmal die Serie Paradise PD durchlaufen lassen, und ich benutze auch das Wort Wurstfabrik. Ich habe es zwar vorher schon benutzt, aber hat mir nicht passt. Jetzt schwenke ich auf Zimtstern um. Ich wette, du hast es unbewusst gehört und hast es dann einbaut. Nein, habe ich erst danach gesehen, die Serie. Die habe ich nämlich, letzte Woche oder so habe ich es mal angeschaut, und ich sage das ja schon seit Jahren, Wurstfabrik. Aber Zimtstern ist auch ein schönes Wort. Ja, und wie wir schon gesagt haben, mittlerweile läuft ja auch Deadpool jetzt ins MCU, dieser Film Teil 3 bestätigt das dann auch nochmal, und wir haben uns in dem Kino angeschaut und gesagt, wow, so top aktuell mal wieder einen Marvel-Film in unserem Marvel-Marathon besprechen, das war mal ganz selbst. Der Mike war auch im Kino dabei, aber der hält mal wieder schön sauber die Füße still, wenn es ums Arbeiten geht. Na, der hält die Füße ins Wasser, der ist nicht im Urlaub. Stimmt, der ist im Urlaub, der Schweinskopf, ja. Schöner Urlaub, Mike, faules Schwein. Drum haben wir uns der Corby und ich nicht. Drum haben uns der Corby und ich jetzt hergesessen, schwitzen uns hier das Arschwasser weg. Ich weiß nicht, wie heißt das in deiner Bude ist, bei mir druckt's einer wie Sau. Es geht. Aber bevor wir weiter ins Detail gehen, was unsere Körperflüssigkeiten angeht, da ich sagen, schwenk mal bald einmal um, nach dem, was du noch zu sagen hast. Genau, danke schön, ich darf noch was sagen. Natürlich, cool. Der Cardi hat jetzt schon des Öfteren den MCU-Marathon angesprochen. Also für alle unwissenden Hörer. Wir haben nämlich angefangen, von ganz vorne jeden einzelnen Film zu besprechen. Also ganz vorne mit dem Schwarz-Weiß Captain America haben wir angefangen aus den 50er Jahren. Ganz genau, ganz genau. Und wir sind aktuell, was die chronologische Reihenfolge betrifft, bei Avengers. Die Avengers, Marvel. Genau, das war der letzte, den wir gemacht haben, genau. Genau. Nichtsdestotrotz haben wir ein paar Filmchen, die dann danach kommen, auch schon besprochen. Guardians of the Galaxy 3, Deadpool 3. Tor 4, Love and Thunder. Ja, genau, der war super. Ja, super. Also, ja. Wow. Ganz große Liebe. Wirklich, da gingen ganz viele Ejakulationen raus auf den Film.
Ja, richtig. Und ihr werdet es ja jetzt schon anhand von den ersten paar Minuten gehört haben. Wieso sollte es sich lohnen, jetzt das Abo abzuschließen? Genau für irgendeine Folge, die dann kommt. Zimtstern, Ejakulat. Also der Kanye ist eigentlich voll in seinem Element. Wenn man es nicht anders wissen würde, dann ist er wahrscheinlich der Vater von Deadpool. Und deswegen schwenken wir jetzt rüber zu unseren lieben Abonnenten. Wir wenden uns also jetzt hier mit unserem Wort zum Sonntag ab von den Freibier-Lädchen. Abonniert endlich mal aber echt, den geilen Scheiß. Aber echt, was ist los mit euch? Die Welt gibt es nicht mehr lange und ich möchte noch bevor der nukleare Holocaust losgeht, berühmt geworden sein mit dem Podcast. Also, oder zumindest reich. Also her mit die Kohlen. Ja, daher viel Spaß dann bei Steady.